Goedemorgen. Ik grüße jullie in de naam des Herrn Jesus. Freuen uns für diese Gelegenheit von dir morgens, Gott sein Wort anzuhören. Ich vertraue, ihr seid nicht gekommen, nur mich zu hören, oder lauter nur François Carr zu hören, aber zu hören, was Gott sagt. Weil Gott redet. In Johannes Kapitel 17, Vers 14 sagt Jesus, ich habe an den Wort gegeben. Das, was Jesus wie gekommen zu tun, in Johannes 17 sagt, Jesus, ich habe die Arbeit vor dich gemerkt, was du mir gegeben hast, Vater. Ich habe ihnen den Wort gegeben. Was ist wichtiger als Gott sein Wort? Der Antwort ist nichts. Du hast nichts wichtiger als Gott sein Wort hören, ans Hort aufmerken, in still worden für Gott, in horchen, was er sagt, durch sein Wort. Wo redet Gott, oder zu wem redet Gott? Wir wollen kurz in Gott sein Wort dann checken sein, zu wem er reden das, oder wo er reden das. Und wir sein, dass wir uns dabei zu sein kriegen. In Jesaja Kapitel 1, Vers 10, ich will in verschiedene Versen hier lesen. Ich will so durchkommen, weil die Schriftstellen sein. Jesaja 1, Vers 10 sagt Gott, horch, was der Herr zu sein hat. Da je so als Leider von Sodom leben, passt auf, was Gott jüngst gelehrt hat, da je als die Menschen von Gomorra sind. Hier redet er die, die gottlos leben. Die, die, sagt er so, aus der Lehre von Sodom. Oder aus den Menschen von Gomorra. Die sehr amoralisch, sehr gottlos leben. Dann sagt er, horch mal. Was Gott zu ihnen gesagt hat. Und was er lernt hat. Weil die würden es vielleicht sagen, weil ich teile nicht mit deinem Mann. Du kannst mich nicht mehr identifizieren mit so einem Menschen als dort. Well, in Jesaja Kapitel 28, Vers 14, sagt er dann, je Lehrer in Jerusalem, die je so spotten, horcht mal, was der Herr sagt. Auch Lehrer, aber das wird nicht Lehrer in Sodom oder in Gomorra, das wird Lehrer in Jerusalem. In Israel, in der Hauptstadt, wo der Tempel war, und sagt er, die spotten. Hörch mal, was Gott sagt. Er redet zu denen, die gottlos leben in der Welt. Er redet zu denen, die gottlos leben in der Religion. Und sagt er, hörch mal, was Gott sagt. In Jesaja 66, Vers 5, sagt er, hörch mal nur, was der Herr sagt, die je Furcht für sein Wort haben. Die, die wirklich Respekt haben für Gott sein Wort, sagt er, horcht, was der Herr sagt. In Jeremia, Kapitel 7, Vers 2, sagt er, geh mal zum Tempel. Das, wo all die Menschen taub kommen, wo du wirklich anbeten wollen, oder wo du Religion einwenden, sagt er, geh und steh mal im Eingang vom Tempel, einer der, wo die Menschen ankommen. Sagt er, bei den Herren sein Haus, und jeft an diese Nachricht. Und hier ist die Nachricht. Sagt er, horch mal, all die Menschen von Juda, die je durch diesen Eingang gehen, um den Herrn anzubeten. Horcht nur, was der Herr sagt. In anderen Worten, kommt nicht bloß eine Religion zu praktizieren. Kommt nicht bloß ein paar Leute zu singen, in eine Botschaft zu horchen, und vielleicht ein bisschen Geld geben, und dann abstunden zurückkommen. Dort nicht bloß durchkommen mit jenen Geweinen und die Dinge, sagt er, horcht, was der Herr sagt. Sie also dort, wo wir sind, wo wir uns befinden, und wo von einer Gruppe Menschen, oder wo von einem Hintergrund, oder wo von Port von der Welt,
Die Botschaft ist selbst hier. Horcht, nur was der Herr sagt. Hij heeft te allem wat te zijn. Hij heeft wat te zijn, wat er wert is, wat er wichtig is, nu te horchen. In Jeremia 9, vers 19, sagt er, laat de Frühes nur den Herrn horchen en oppassen, nur wat hij sagt. Hij is zeer specific. Te wem hij reden net. Hij had geen uitloten. Sagt de Frühes, horcht, nur wat de Herr te jünt sein net. Hij zegt niet, man, horch mal, wat hij te de Frühes sagt, en dan schrapt hij dat mal aan. Nee. Hij zegt, Frühes, je horcht nur den Herrn, wat hij te jünt sagt. In Jeremia 22, vers 29, redt til det ganze Land, sagt er. Aber Land. Hij roept op dat ganze Land, dat ganze Volk. Te wat? Sagt er, horch doch nur wat der Herr sagt. In Jeremia 31, vers 10, sagt er, horch nur wat der Herr sagt, je fällt ja. Nicht mehr bloß das eine Land. Nicht mehr bloß Israel. Aber je fällt ja. Das meint viele Länder. Alle fällt ja. Sagt, horcht nur was der Herr sagt. Der Herr, der redet nicht mehr bloß zu sein Volk Israel. Er redet zu alle Länder. Er redet nicht mehr bloß zu den Leiter. Er redet zu allen Menschen. Er redet even zu den Frühes. Er redet zu jedem einen. Persönlich. Und er raubt immer weiter ab. Sagt, horcht nur wat der Herr sagt. In Ezekiel, Kapitel 16, vers 35, sagt er, en nu, du Ramdriefsche, horch mal, wat der Herr zu dir sagt. Hier habe in Plautdietsch braucht das Wort Ramdriefsche, im Englisch braucht das Wort Hörer. Horcht, wat Gott zu dir sagt. Gott hat zu dir auch ein Wort. In Ezekiel Kapitel 25 und Vers 3 sagt er, und sei zu den Ammoniter, horch mal, wat Gott, der Herr sagt. Das wir ein fremdes Land, das wir nicht Gott in uterwildet Volk, die Ammoniter wären ein anderes Volk. Maar sagt er, sei today, ik rede today ook. Die sollen horchen, wat Gott zu ihnen sagt. Dann in Ezekiel, Kapitel 34, Vers 7, sagt er, en nu, je hoort, horcht, wat de Herr sagt. Die, wat de Lehrer sind, die hoort, sagt er, horcht, wat Gott zu uns sagt. Wo wir sie sollen nicht ein Wort geben, sie sollen Gott sein Wort geben. Und sagt, du weißt, es ist wichtig, die horchen, was Gott zu uns sagt. In Ezekiel Kapitel 37, Vers 4, sagt der Prophet, und er sagt zu mir, prophezei mal zu diese Knerkes, en zei te aan, je verdrehte Knerkes, horch naar wat de Herr te junt zegt. Falls du das uitgedrehte Knerken, geen leven, geen kraft, geen wel, niet meer is. Wo immer du dich befindest, als ein Lehrer in Sodom, oder so lebst als die Menschen von Gomorra, als du von dir bist, wo du im Tempel nennen gehen, um anzubeten, oder als du in Dreierknirken bist, Gott sagt, horch mal, nur was der Herr sagt. Gott redet zu allem. Gott redet aller Wegen. Er sagt, dass even die Stirns am Himmel, die reden. Die haben nicht sprechen.
Horcht wie, versteh wie, was der Herr zu uns sagt. In Hosea, Kapitel 4, Vers 1, sagt er, nu horcht nur, was der Herr sagt, zu all jünd Israeliten. Hier hat er besonders zu Abraham, Isaac und Jakob, die da nur kommen. Sagt er, horcht mal, was der Herr zu jünd sagt. Wie gesagt, das ist nicht genug, bloß von der rechten Gruppe zu sein. Zij werden von den Uitgewählten, zij werden von den Nachkommen, von Abraham, Isaac und Jakob, und das wird nicht genug. Er sagt, je, Volk Israel, horcht mal, nur was der Herr zu jünd sagt. Er redet zu jünd auch. Und dann fingen wir immer weiter, und immer, wir sind noch viel mehr Städten in der Schrift, ich habe das Wort von das erwähnt. Aber dann war das, dass er uns erinnert, doch er hat nicht nur bloß einmal reden, er redet immer weiter, und immer weiter, und immer weiter. Horcht wie, was Gott zu sagen hat. In Jeremia Kapitel 11, Vers 7, sagt er, von den Tag an, als ich jene Eltern uit Ägypten brach, habe ich jene immer weiter denken gehalten und gesagt, dass die sollen horchen, nur dort, was ich sehe. Durch Moses, dass er immer weiter erinnern, und was Gott gesagt hat. Der 5. Buch Mose ist ganz eine Wiederholung von was Gott getan hat, durch Israel von uns uit Ägypten rausgebracht. Moses stond da um Jordan, dich um Jordan, als de mensen reit werden in het verheigene Land nemen te gaan. Moses zei, ik kan niet gaan, maar ik wil je verholen wat God gedaan heeft, en dat je dat niet vergeten. En dat hij ganz wiederholt, stap voor stap, wo hij had uit Egypten uitgebracht, wo hij had durch de wildnis geleid, wo hij had eten gegeven vom Himmel, wo hij had water gegeven uit dem Stein, wo hij had van de slangen en van de scorpionen geraad. En waar. En wat herinneren. En dan de gebouw wat hij aan gegeven had op een borg. Dat hij aan herinneren wat God gezegd had. En dat hij een zeer abschwappen en zegt, wanneer je in dit land neemt gaan. Wat God je versproken heeft. Wo je worden hier oven wat je niet gebuurd had. Wo je worden Gottes oven wat je niet geplant had. En zo wieder. Dat hij dan ziet, zeer voorzichtig, dat je niet God vergeten wordt. En zo hij dat wiederholen. Het ganze Buch 5. Mose kan je durchlezen als de wiederholing van wat God al gereed had. In het laatste kapitel zei het, en Moses ging op den berg op en starf. En dat is het eind van 5. Mose. Immer weiter, dat hij wiederholen wat God gezegd had. In Jeremia 25, vers 4, zegt hij, want de Herr ook immer weiter zijn Diener, de Propheten, nur jünd geschickt heeft, hij je nicht nur an gehorcht en nicht gedaan wat gezegd wordt. Nicht, dat zij nicht wisten, aber sie wären nicht willig, dat te doen. Viele Menschen merken sich makkelijk fallen, wenn sie bloß ein bisschen gehorcht haben. Vielleicht haben sie es dit eine Stunde gesehen und gehorcht, oder vielleicht haben sie sich doll gesagt und haben ein Kapitel gelesen, und dann fallen sie sich besser, haben sie gelesen. Was habe ich gelesen? Was habe ich gehört? Er sagt, weil immer weiter schickte sie die Propheten, und er sagt, die haben nicht gehorcht, was sie gesagt haben, und nicht getan, was sie sehen. Weiter hielt Gott ihnen dort fair, dass sie nicht horchen leiden. In Jeremia 6, Vers 10, sagt er, zu wem soll ich noch reden? Wer horcht nur meine Warnung? Sagt er, ihre Ohren sind verstopft und hier nicht.
Sie spotten über den Herrn sein Wort und wollen dort nicht mehr hören. Hört sich dort nicht mit Jesus unsere Zeit, wo wir beim Leben haben? Menschen literally verstappen ihre Ohren und horchen nur ihre eigenen Dinge. Die wollen nicht hören, was Gott zu sagen hat. Geben alle Sorten Dinge vor, schmieden alle Sorten Dinge vor, wo wir sie nicht horchen wollen. Wer weiß, wo die Wahrheit ist? Das ist sein Seihan die Wahrheit. Ja, das ist sein Seihan, wer weiß. Alle Sorten vergeben tun sie. Und wir horchen nicht, nur was Gott zu sagen hat. Und Gott sagt, zu wem soll ich noch reden? Zu wem hat er geredet? Er hat zu dir geredet, wo du so leben als der Lehrer von Sodom. Der wird so leben als die Menschen in Gomorra. Zu dir hat er geredet. Er hat zu der Lehrer von Israel geredet. Er hat zu das ganze Volk Israel geredet. Er hat zu allen Ländern geredet. Er hat zu den Frühes geredet. Er hat zu den Männer geredet. Er sagt, zu wem soll ich noch reden? Wer ist willig zu horchen? Nur was Gott zu sagen hat. Ezekiel Kapitel 3, Vers 17 sagt er sehr persönlich, sagt er, Menschen sehen. Ich habe die angestellt, dass du sollst ein Wächter sein für die Israeliten. Und du sollst an meinen Namen warnen. Jedes Mal, wenn du ein Wort von meinem Müll hörst. Sehr persönliche Arbeit. Sagt er, ich habe die angestellt, dass jedes Mal, wenn du von mir ein Wort hörst, dann sollst du dort wiedergeben. Sollst du dort als eine Warning geben. So, das wäre wieder sehr wichtig, dass er horchen dein, was Gott sagen dein. Nicht so die falsche Propheten, was einige von den Königs von Israel sich haben gebracht. Die sehen ihnen bloß gleich, was sie wollen hören. Und sehr viele Menschen von der, und Jesus sagt, das wird ein von den Tekens von der letzten Zeit, dass Menschen würden nicht mehr willig sein, die Wahrheit zu hören, was Gott zu sagen hat. Und vielleicht würden sie rund sich Lehrer bringen, was du sonst sein, wo ihre Ohren kittelt, was ihren Schein hört, was sie Leichen zu hören, aber nicht wirklich, was Gott sagt. In Kolosser Kapitel 1, Vers 28 sagt der Apostel, sagt er, diesen Christus predigt wie in Warnen, in Belehren alle Menschen in alle Weisheit. Die Jünger, die Apostel, die gingen nicht ihre eine wird predigen. Wat je als de Jünger predigen deed, als der Apostel Paulus predigen deed, dann wird im Neuen Testament noch nicht geschrieben. Sie nahmen das Wort vom Alten Testament in Weisen, wo Gott durch die Propheten all geredet hat und wo er an Christus das alle erfüllt hat. Dass Christus wir die Wahrheit, die Wahrheit in das Leben. Sie geben Gott sein Wort. Sie geben Uitleiding auf Gott sein Wort. Viele von denen, die in het Oude Testament ganz te zien staan. Die haben sich also dat so hineingeteilt, dass wenn die von der Bibel reden, dann reden die vom Alten Testament. Wenn die sagen, was in der Bibel geschrieben ist, dann reden die bis vom Alten Testament. Dann reden die von der Bibel und von dem Neuen Testament. Und das ist nicht reich. Die Bibel ist 2 Testaments taub in ein Buch. Alles ist Gott sein Wort. Die ganze Bibel, das Alte Testament und das Neue Testament, dort ist die Bibel. Gott sein Wort ist ein besonderes
Wort, ein besonderes Buch, so als kein anderes Buch. Wir sind von Anfang bis Ende Jesus Christus offenbart. Von den ersten Vers an, am Anfang, mit Gott, Himmel und Erde. Gott, lese wieder, sieht Gott, dass alles wir durch Jesus Christus gemerkt und unarm wir nicht gemerkt. Haben wir nur am ersten Vers. Im zweiten Vers sagt er, und er sagt, lot du Licht sein. Jesus sagt, ich in diese Welt nennen gekommen und ich sehe das Licht von dieser Welt. Wir sehen Jesus Christus ganz durch das Alte Testament alle Wege. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die wollen von Jesus Proof haben, wer er war. Sagt er, ich wollte Ihnen wissen, die Geschichte im Alten Testament, Jona. Und so als Jona 3 Tage in den versen Buch, wie so sagt er, was die Menschen sehen, auch 3 Tage in die Erde sehen, dann wird er rückkommen. Der Nikodemus, wie ein sehr religiöser Mensch, wie ein Lehrer in Israel, ein Lehrer, er kam zu Jesus und sagte zu Jesus, wie weit dass du von Gott gekommen bist, weil das keine konnte auch die weiten tun, was du das. Jesus sagte, du musst von mir geboren worden. Er versteht das nicht. Aber Jesus sagte, wann du wirst sein, dass die Menschen sehen, was abgehoben worden, so als Moses die Schlange auf den Pol abdeit, dann wirst du weiten. Und wir lesen in Lothar, als Jesus gekreuzigt wird, als er gestorben wird, dann kam ein Mann, und sie nennen wir Nikodemus, und nahm am Dur von den Pol rauf. Das Wort Gottes, das Leben Wort Gottes sei wie ganz vom Anfang bis Ende. Wir sind ganz durch im Alten Testament und ganz durch im Neuen Testament. Gott hat geredet alles als Gott sein Wort. In Apostelgeschichte, Kapitel 20, von Vers 27 und 28 in Vers 31 möchte ich lesen. Er sagt, ich habe mich nicht geschützt, jünd alles zu sein, was Gott im Sinn hat. So wird ever jünd selbst und ever der Herr, oder so wirkt ever jünd selbst und ever der Herr, ever der Heilige Geist jünd hat Absichten gemerkt, oder gestaltet, ein Hort über Gott seine Gemeinde zu sein. Und heißig mit seinen einen Sehen sein Blut gekauft hat. In Vers 31 sagt er, du wen sieht wacker und denkt daran, dass ich 3 Jahre, Tag und Nacht, jünd alle mit Thronen vermont habe. Der Apostel Paulus nahm Gott sein Wort sehr ernst. Und er hat, was Gott hat angestellt über seine Gemeinde, was er mit seinen einen Sehen, sein Blut gekauft hat, hat er sehr warnen und abschrappen, dass sie sollen treu sein, der Gott sein Wort zu geben. Und er sagt, und ich deut dort. Er sagt, beginnt wir seit für 3 Jahre. Tag und Nacht, ich habe die hier mit ihm zu warnen, mit Thron, mit Ernst. Hat ihn Gott sein Wort gegeben. Nicht seine eine wird. Paulus schreibt Lothar nur Timotheus, was ein junger Mann wir, wie ihm hat, helfen, lehren, in Reitmerken für die Arbeit, wo Gott am Tag beraten hat. Er sagt, willst du die Schrift, die Heilige Schrift, Gott sein Wort von Kindheit an gewusst hast, bekannt gewusst hast, gelehrt hast, kann die den rechten Weg wiesen, wo du kannst selig werden durch den Glauben an Jesus Christus. Sie war, schreibt er ihm ab, sagt er, wo wichtig Gott sein Wort ist. Dort, was Gott geredet hat. Nicht dort, was sich ziemlich bereich zu sein,
in uns Augen oder in uns Verstand. Spreche, sage ich, auf 2 Stellen, sage ich, du hast ein Weg, der ziemlich recht ist für ein Mensch, aber das Ende davon lebt ihm Tod. Weet je, wanneer ik zei, en ik voor mezelf zei, wanneer ik mijn beste proef, en wanneer ik erg doe, ik proef dat recht te maken, ik doe mijn beste, ik doe alles wat ik kan, zal dat niet toereden? Wanneer we ons ene verstand nog gaan, dan zeggen ze wel, nee, zeker, dat zul je doch genoeg zijn. Gott sieht, sagt, das ist nicht genug. Das ist unsere Gerechtigkeit, ist so als verlumpte Kader für Gott. Das gilt nicht. Das Einzige, was da jährlich ist, ist das Blut Jesus Christus, was da vergoten wird am Kreuz für unsere Sünden. Das ist das Einzige, was er teilt. Das sagt Jesus, so sagt er, ich sehe die Wahrheit, die Wahrheit in das Leben. Keiner kennt nur die Futter, bitte durch mich. Alle andere, alle Religionen teilt nicht für Gott. Nun, Menschen denken sich, en probeer zich te bereiden dat dat wordt toereden. Dat wordt Gott genoeg zijn. Gott sagt, das ist nicht. Wie man uns nur Gott sehen, wird recht nicht nur dort, was wir leben, was wir uns würden denken, was wir menschlich würden verstehen, als was wird Gott genug sein. Bloß das Beste, bloß dort, was der perfekt ist Gott genug für Gott, und dort ist bloß sein Sehen, Jesus Christus. Und bloß durch den, tja, wie selig worden. Tja, wie angenehm sein für Gott. Und das wird Paulus sehr klar lehren durch all die Aposteln und die Propheten. In 2. Timotheus 3, Vers 17, Vers 16 und 17, sagt Paulus zu Timotheus, was er geschrieben hat, sagt er, alle Schrift ist von Gott angegeben. Alle Schrift, dat meint das Alte Testament und das Neue Testament. Das ist alle von Gott angegeben. Und sagt er, das ist alle nutzbar. Te Wort. Sagt er, es wertvoll, uns zu belehren. Dass wir uns nicht auf uns einen Verstand verloren, aber dass wir uns auf Gott sein Wort verloren tun. Dass wir nur dort gehen, was heißt sagt, nicht nur dort, was wir feilen, was recht ist. Zum uns belehren. Und dann sagt er, zum uns uitbeteren. Uns immer weiter mehr und mehr auf Gott sein Weg abwiesen. Und sagt er, in uns Tracht zu wiesen, wenn wir ergehen, Gott sein Wort, uns weiter Tracht wiesen, wenn wir nur Gott horchen tun. Und sagt er, und dort ist auch, zum uns ungerechten, zum uns lehren, wo wir wohnen sollen, wo wir leben sollen, sodass Gott hat gefallen hat. Reich zu leben, zodat ein Gottes Mensch imstand ist, ein gute Worten geschickt zu sein. Das ist nicht genug, wenn wir bis so tun, was wir feilen, was der Gott genug ist, oder was der angenehm ist. Aber nur dort, nur was Gott sagt, was er verlangen hat. Nur soll wir gehen, und für dort muss wir nur Gott horchen, nur sein Wort. Und er sagt, sein Wort ist nutzbar für all diese Dinge. Ich möchte was Verse lesen in 2. Petrus Kapitel 1, von 15 bis 21. 2. Petrus Kapitel 1, von Vers 15 bis 21. Petrus schreibt hier zu den Gläubigen, dass wir aus sein Leben zum Ende kamen, und er hat Gott sein Wort gelehrt. Sehr fließig hat er Gott sein Wort gelehrt. Immer weiter hat er Menschen denken gehalten. Und nu, als er zum Ende von seinem Leben kommt, sagt er hier in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 15, sagt er, und ich will euch das so klar merken, dass ihr dort immer weiter kann wiederholen, wenn ich geschwach sie. Wir haben nicht Geschichten vertellt, die wir uns selbst ausgedacht haben. Als wir dort deutlich merken, was für eine Kraft der Herr Jesus Christus hat, und dass er weiterkommen wird. Wir haben seine Herrlichkeit selbst gesehen.
als hij van God den Vader seine Ehe in Herrlichkeit kreeg en als die herrliche stem zeid, dit is mijn Zoon, den ik goud zie, met den ik zeer tevreden zie. Wie zelfs met hem op den heiligen borg en wie hielden de stem van Himmel. Zo hebben we gezien dat het werkelijk zo is als de profeten gezegd hadden. En je doen goed, want je daarop achten als op een licht dat am duisteren mens schijnt. Wat het ontvangt te doen in de morgenstieren begint am hart opgeet. Eerstens moet je dat verstaan, dat keine Prophezeiung, prophetische Prophetie, wat is, wat einer sich selbst uitlegt. Wils Prophetie ist nicht wat, dat ein Mensch sich selbst uitdenkt, dat wir der Heilige Geist, die diese Menschen, die angeeft, wat zij von Gott reden sollen. Sehr klar, sagt Petrus, wir sind Zeugen davon, wir wären dabei, als Jesus op den heiligen Berg, wie als hij verklärt wordt met Gott seine Herrlichkeit, en wir sahen aan, en hij dacht, dat werd zo wit als de zon, en zij vallen aan, ze kunnen het niet meer aanzien, en zij hielden de stem, wat God doet op den Berg zegt, dat dit is mijn Zoon, en den ik welgevallen heb. Sagt wie wären dabei, wir haben es selbst gesehen, wir haben es gehört, und das ist, was wir jüngst lernen dann. Und sagt und ich will sicher merken, dass die das immer weiter wollen, die dort verholen, even wenn ich schon weiß sie. Wo hat er das? Hat er das abgeschrieben? Durch Gott seine Leitung, durch den Heiligen Geist seine Leitung, das hat er abgeschrieben, und das ist bewahrt worden, das ist in Gott sein Wort gekommen, im Port von Gott sein Wort geworden, zodat we van jou 2000 jaar later nog ware en ware kan erinnerd worden door ons. Dat God zijn woord staat voor immer. Dat is nutzbaar. Alle andere dingen, die worden oud. En speciaal van jou en dag, de dingen wat van jou en dag gemerkt worden, die rekenen niet zo lang. Die zijn automobiels van cars dat je gemerkt dat die uit de mode, dan schaffen die niet meer. En dan maakt wat niet. Maar God zijn woord is niet zo. God zijn woord is van jou kracht zo jährlich voor ons im leven, als het dan weer, als het gereed wordt. Wils, dat niet bloß dan reden, dat redt van jou kracht zo, als het dan deed. God zijn stem is niet zo, dat hij eenmaal uitgeet en uitschalt en dan is hij weg. God zijn stem is niet zoals onze stem. Want God redt, dat redt immer. Wat hij dan am Anfang gesagt hat, dat sagt er van jou nach nog. Zijn woord is een levend woord. En hij wil hebben, wie zullen acht geven op zijn woord. En 1 Timotheus 4, vers 6, zegt hij, spornt hij Timotheus aan, zegt hij, wanneer du de Brüder dit verholen des, dan wirst du Christus Jesus goed dienen in einer, der seine Nahrung durch den Glauben uit de Wahrheit nimmt und die du hältst. Sagt, wenn du dit, nicht wenn du was nicht abkommt, nicht wenn du einmal was Frisches fängst, sagt, wenn du dit, Gott sein Wort, dat immer wahrer was verholen, willst dort reden, nach einem Kraxus dann, sagt, dann wirst du ein guter Diener Christus sein. Gott sein Wort immer wahrer holen. So als Moses zu Israel deed, so als Jesus deed, als hij hier op de aarde weer, so als die Jünger deeden, hij beveelt ihnen, dat zij würden gaan, en dat wat hij aangeleerd had, dat zij dat würden wieder leren, en zo hebben we dat abschrijven laten, en van der dag, dat we goed, wanneer we Gott zijn woord wiedergeven.
Niet proeven met wat niet flashen op te komen. Zodat wat alle mensen wat zeggen, die oren kittelen, wat die zeggen hier wel naar hartje. Maar de waarheid. De waarheid die door is, die door weer, die door blijft voor alle eeuwigheid. In Hebräer kapitel 1, vers 1 en 2 zegt dat God, die door verheerlijkte tijden, werken in op vele verschillende wegen, die de profeten te onze voeders gereed heeft nu in deze laatste deel der zijn te ons gereed. En hij reed van die dag nog te ons, der Jezus Christus zijn leven het wordt. Dat we harken. Want hij reden dat. Jezus zei, ik ga aan dien woord gegeven. Als hij rechtsman wordt gestorven in de hal en gesmeten wordt, die wil jaren gaan, die praten, de zal weer van dood afstoten, zal weer van door teruggeschickt zijn breider te worden. En de antwoord die aan gegeven wordt, die gaan Moses en de profeten. In andere woorden, die gaan God zijn woord. Die fehlt niets meer. Dus wat passiert als Lazarus van dood opgewekt wordt? Die willen niet ware dood meer. Wat passiert als Jezus van dood opstaan deed? Die tolden die af dat ze zullen gewoon lees reden ervan, dat zal het verlegen, dat het niet zo weer. Weet je, wanneer we van dood opstaan deed, wordt geen mens überzeugen, wanneer niet willig zijn, God zijn woord te horen. Du is zelfs niet zo krachtvol als God zijn woord. God zijn woord is leven. Als Jezus te Lazarus zei, Lazarus, kom eruit. Die stond op, die dode stond op en kwam eruit. God zijn woord is leven, God zijn woord is krachtvol. Dat veelt aan niets andere, dat veelt bloos. Dat wij harken naar wat God te zeggen heeft. God zijn woord is zo krachtvol, dat hij zegt dat wer du nu horcht, der ich dat hören, kann glauben. Ik kan niet verstaan wat dat schafft, maar dat deed. Dat is wat hij zegt. Dat de geloven kan, der ich dat hören, dat moet God is. Ons fehlt dat van jouw dag ons zelfs niets, als aan God zijn woord. God zijn woord te hören, en dan dat te blijven. En we moeten het blijven, als we het even verstaan kan. Wanneer we het eerst blijven, dan willen we verständnis krijgen. En wanneer we wachten, wat we het eerst verstaan, als we het blijven worden, dan willen we durch het leven gaan en worden niet hier, want God reden dat. Kijk ze hier, te zoveel mensen reden dat. En maar waren, en maar waren, en maar waren dat hij reden. En ze horcht, nou wat de Heer zei. Ganz tegen het Oude Testament zegt horcht naar mijn woord. Ganz tegen het Nieuwe Testament zegt horcht naar mijn woord. Jezus zegt, ik ga hem die woord gegeven. Hij zegt tegen je, God predigt dit woord in alle wereld. We zullen hebben de kracht, zalig te merken, al die daar ontblijven. En we zeggen, wo zal niet blijven? Want er niet gehoord hebben. Wo zal die hier? Want keiner gaat dat zeggen. Dat woord Gottes zal gepredigt worden. En wanneer dat woord gepredigt wordt, en we hebben nog hartje dat, we het hier dat. Niet dat we laten de ene oor aangaan en de andere oor uit, maar dat we het werkelijk nog hartje dat. En dat aanneemt. Dat heeft de kracht, zalig te maken, te veranderen, vrij te maken, in ons en Jezus zijn evenbeeld te veranderen. En dat is wat God wil doen. Ik geloof dat God heeft en deze ons rijk gemaakt. En hij heeft een woord rijk gemaakt voor ons en deze tijd. Voor deze tijd. En hij heeft zijn Dina van Zuid-Afrika gebracht. Ons zijn woord te geven in deze deel.
Die Frau, was wir uns sollen Frauen, bemühen wir uns, zu horchen, zu hören Gott sein Wort. Oder lassen wir andere Dinge, unsere Zeit abnehmen, sagen, no, ich kann nicht Zeit, das ist nicht sehr handig, die Jutz für mich. Das ist nicht sehr passend. Ich will aber schön merken, dass ich gefragt sein für den nächsten Tag zu Marius. Die Kinder machen in der Schule, wollen nicht lang abholen. Und so, uns ist das nicht sehr passend, in worum soll die Kinder anwesend. Dort wird Gottes hören. Du hast das nicht so wichtig, als das wird Gottes hören. Gott raubt und sagt, zu wem soll ich noch reden? Wer wird horchen? Und ich möchte uns alle ansparen. Wenn wir für Gott gehen und wenn wir uns lassen von Arm ans Hort anstellen und unsere Ohren anstellen, dass wir horchen können. Unsere jährliche Ohren, wir können hören, was Gott sagt zu uns. Wenn wir beten, wenn wir andere einladen und ansparen, sagen, kommt und horcht, was der Herr sagt. Diese Meetings sind nicht eingestellt, zum Proben Menschen hier in die Kirche zu kriegen, die Menschen sollen anfangen, hier in die Kirche zu kommen. Das hat nichts mit das zu tun. Das hat zu tun mit Gott sein Wort wieder sein. Gott hat sein Deiner reingemerkt, er hat den begauft, er hat den Wort gegeben. Die Frau ist nu, so wie reid, so wie willig, uns zu bemühen und anzusparen, das wird unterhören, was Gott zu uns zu sagen hat. Möchten wir uns reinmerken, Gott sein Wort unterhören. Wer wird zu beten? Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist ewig. Dein Wort ist im Himmel gegründet. Und das wird nicht verschoben worden, das wird nicht verkommen, das wird nicht vergehen. Wenn Himmel und Erde worden vergehen, aber dein Wort wird nicht vergehen. Wir danken dir, Herr, für die Kraft, was in dein Wort ist, selig zu merken, all die da und leben. Wir danken dir, Herr, du hast so klar gewesen in dein Wort, dass der Glauben kommt durch das Wort hören. Wenn wir das wirklich annehmen als dein Wort und das anwenden in uns Leben, dann verändert das uns. Herr, wir danken dir, dass wir die Gelegenheit haben, und wir sind für dich geworden, Herr, dass viele, mehr und mehr Menschen in dieser Welt für dich da nicht mehr die Gelegenheit haben, dein Wort zu hören. Sie wurden verfolgt, das Wort wird weggenommen von ihnen und wird umgebracht, wenn sie das Wort bekennen tun, wenn sie das Wort lesen tun oder das Wort mitteilen tun. Du hast mehr und mehr Verfolgung wegen das Wort. Aber wir haben das hier so frei, öffentlich und friedlich und wir schätzen das nicht. Wir schätzen das nicht genug. Herr, help uns, dass wir dein Wort wirklich zu Hort nehmen. Wenn du raupen das, help uns, Herr, dass wir Acht geben auf den Raub. Dass wir horchen, was du zu uns sagen lässt, und wir willig sein, dort zu tun, was du zu uns sagen lässt. Dort merkt all der Unterschied. Dankeschön noch einmal, Herr, für dein Wort, für den Helden jetzt, durch wem du das Wort inspiriert hast, und durch wem du das Wort auch offenbaren lässt, sodass wir das von dir verstehen können. Willst dit Wort als jästlich und dat wat jästlich verstehen. Dat wat jästlich uitgelegd. En du seht, Herr, dat wenn du den Helden jetzt schicken, die wird uns leiden in alle Wahrheit, die wird uns wiesen. Die wird uns erinnern, was du gelehrt hast. Und dort ist uns verlangen, Herr, wie Frauen, dass du wirst uns helfen, dass wir würden dein Wort wirklich so annehmen, als was das ist. Das Wort Gottes. Das ewige lebende Wort Gottes. Dankeschön noch einmal, Herr, wir preisen dich für was du geplant hast, was du reingemerkt hast für uns. In Jesus' Namen. Amen. Okay.
Festivalen der dort in der Städten. Die Chef sagt uns, wir blieben nicht immer hier. Ein Tag sei ich war. So sagt die Chef uns, was wird das Leid uns sagen. Ein schöner Morgen, dann vor wir hier war, ganz bei dem Himmel so aus der Schrift sei. Weich von der Welt in den Trubel in Not im Himmel, wie Jesus, du hab ich dort gehört. Der Mensch macht hier schaffen mit all seine Macht, Gott sehend die Orbit in Haupt jeder da, dort zielen im Leben, es wurde an jedem Himmel mit Jesus für die Ewigkeit. Ein schöner Morgen, dann vor wir hier war, ganz bei dem Himmel so aus der Schrift sei, weich von der Welt mit den Trubel in Not im Himmel, wie Jesus, du hab ich dort gehört. Krankheiten sind ein Licht uns verdefeit, wir glappen in vollen Not, uns so kleid. Jesus fortgehen, Haupt uns trägt ab, an hier wart im Himmel, da nimmt uns ab. Ein schöner Morgen, dann vor wir hier war, ganz bei dem Himmel so aus der Schrift sei, weich von der Welt in den Trubel in Not im Himmel, wie Jesus, du hab ich dort gehört. Hans Leben soll schienen aus Licht in der Welt, vertrauen auf Jesus, es wird Gott gefällt. Lädt uns in Wandeln, steht uns bei, merkt dort ne Wohnung für die und für mich. Ein schöner Morgen, dann vor wir hier war, ganz bei dem Himmel so aus der Schrift sagt, weich von der Welt mit den Thron.